Es ist eine Ehre für mich, wieder mal hier zu sein im ICF Basel. Ein Kreuz, 5 Mysterien. Ein Kreuz, 5 Wunder. Die Serie geht 5 Wochen. Und wir schauen die Wunder an, die beschrieben werden im Matthäus-Evangelium 27. Wir lesen es gerade nachher zusammen. Der Vorhang, der zerriss, der Ralf hat letzten Sonntag über das predigt, der Vorhang, das Erdbeben, das es gibt, Gräber tun sich auf und die Toten laufen wieder umher. Also wird spannend. Eine 3-stündige Dunkelheit und am Schluss, das grösste Wunder von allen, und das schauen wir an Ostern zusammen an, die Augen vom Hauptmann, der für die Kreuzigung verantwortlich ist, werden geöffnet und er kommt zum Schluss, das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und heute möchte ich gerne über das eine Wunder oder das Mysterium oder das Zeichen reden von der 3-stündigen Dunkelheit. 3-stündige Dunkelheit. Und die Frage, ich möchte dieser Frage nachgehen. Was machen wir, wenn Gott abwesend scheint? Oder wie gehen wir mit Leid in dieser Welt um? Aber bevor wir das machen, möchte ich kurz den ganzen Text mit euch lesen, wo das beschrieben wird. Okay? Der ganze Text. Matthäus 27, 45 bis 1800. Nein, 45. Von der also Jesus hängt dort schon am Kreuz und jetzt steigt die Geschichte ein. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige von denen, die dort standen, das hörten, sagten sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen hin und nahm einen Schwamm, tränkte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel riss entzwei von oben bis unten und die Erde bebte und die Felsen barsten und die Gräber taten sich auf und die Leiber vieler entschlafener Heilige wurden auferweckt. Nach der Auferweckung Jesu kamen sie aus den Gräbern hervor und zogen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sagten: Ja, der war wirklich Gottes Sohn. Ich möchte noch beten zum Anfang von dieser Predigt. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest heute Morgen, wie die Augen vom Hauptmann. Dass du uns erkennen, wer du bist und dass du uns die Kraft von deinem Kreuz neu offenbarst. Und dass du mit deiner Gegenwart jetzt in die Halle kommst und das Realität werden, wo hier davon geredet ist, Jesus. Und wir sagen alle zusammen: Amen. Sehr schön. Hey, hast du schon jemals so richtige Dunkelheit erlebt? Also so richtig dunkel. Es gibt ein Restaurant in Basel, das heißt Blinde Kuh. Dort isst du in totaler Finsternis. Das ist etwas Spannendes. Letzten Sommer sind wir als Staff, als ICF-Angestellte eine Exkursion machen ins Höllloch. Im Muttertal, im Höllloch, das heisst noch Höllloch, das passt zu der Predigt. Das ist eines der grössten Höhlensysteme auf der Welt. 200 Kilometer sind dort erforscht an Gang und Zeug und Sachen. Es gibt noch mehr, man hat noch nicht alles erforscht. Und wir sind dort durchgekrochen und krabbelt mit Stirnlampen, haben eine sogenannte Höllloch-Parkour gemacht. 4 Stunden sind wir dort geklettert und gekrochen. Und unser Guide, die Frau, ist vorausgelaufen und ich war Schlusslicht gewesen und ich habe manchmal Angst gehabt, dass ich den Anschluss verpasse und so. Und es kommen die Gedanken: Was ist, wenn jetzt die Stirnlampe abgeht? Und was ist wenn ich die verliere und so. Und wir sind dort 30, zum Teil ist es 30 Meter runtergegangen und wir sind dort runtergeklettert und ich dachte, das ist schon noch gefährlich. Also, dass das in der Schweiz möglich ist, wenn jetzt hier einer abrutscht und sich nicht hebt und so. Und dann sind wir dort runter und am Schluss frage ich so den Guide: Ja, das ist schon noch gefährlich. Also, ich finde das jetzt noch speziell, dass man da nicht mehr sieht. Das ist schon noch gefährlich. Und ihre Antwort war so:
Ja, das Leben ist gefährlich. Okay. Beruhigend, oder? Danke. Und dann haben wir einen Moment gemacht, wir sind dort so versammelt gewesen, wie auf dem Bild. Und sie hat gesagt, jetzt stellt alle mal die Stirnlampe ab. Und dann ist wirklich dunkel gewesen. Also jetzt ist hell. Du siehst ja eigentlich alles und deine Augen gewöhnen sich daran. Aber in dem Moment hast du also wirklich gar nichts gesehen. Und wir haben alle müssen still sein. Sie hat gesagt, nicht bewegen, still sein. Und wir sind 5 Minuten oder so in der kompletten Finsternis gehockt. Einer vom Staff hat Platzangst gehabt. Wir haben den Trip geplant und haben niemandem gesagt, dass wir in eine Höhle gehen. Und wir haben uns dann im Nachhinein, hat man das ein bisschen Mitleid gehabt, auf jeden Fall. Es war komplett dunkel gewesen. Aber die Dunkelheit war aushaltbar gewesen. Es war sogar faszinierend gewesen. Es ist gar nicht so schrecklich gewesen, weil ich gewusst, die anderen Leute sind da. Ich habe gewusst, der Guide ist da. Ich habe gewusst, das passt. Aber der Gedanke hat mich nicht losgelassen. Was wäre, wenn jetzt unsere Stirnlampen alle keinen Akku mehr hätten? So. Und dann hat sie Geschichten erzählen von Forschern, die sich verlaufen haben in dieser Höhle. Oder es ist etwas zusammengestürzt. Oder? Und sie sind nicht mehr, der eine ist stecken geblieben und nicht mehr vorne und nicht mehr hinten. Und so. Und für mich ist das die absolute Horrorvorstellung, weil du siehst nichts, du weißt nicht, ob es runtergeht, raufgeht, du weißt nicht, ob du krabbelst und irgendwann ist es zu und hinter dir ist jemand, du kannst nicht rückwärts zu. Da kommen Horrorvorstellungen. Dunkelheit hat etwas absolut Schreckliches. Du hast keine Orientierung, keine Hoffnung, du hast keinen Lichtblick. Es ist dunkel, oder? Aber ich hatte Frieden gehabt, weil ich gewusst habe, der Guide ist da. So. Und bevor wir uns jetzt mit dieser Dunkelheit beschäftigen, die hier stattfindet bei der Kreuzigung von Jesus, muss ich kurz erzählen, was vorher passiert ist in der Geschichte von Jesus. Weil das ist, all das, was vorher passiert ist, kumuliert sich wie dort an in die Dunkelheit, dann verstehen wir sie besser. Also, Jesus ist im Garten Gethsemane und er wird dort gefangen. Und bevor er gefangen wird, hat er Angst. Er hat mit Angst zu kämpfen. Er schwitzt Blut, hat Angstzustände. In Markus 14,36 heißt: Und Jesus sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und du siehst, Jesus hadert hier mit Gott. Er sagt Gott, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, weil er weiß, was ihn erwartet, er weiß, dass er gekreuzigt wird. Und er sagt, wenn es irgendwie anders möglich ist, bitte lass den Kelch an mir vorübergehen. Und dann wird er verraten von seinem Freund, von Judas. Alle anderen von seinen Freunden, Jünger, hauen ab. Er ist allein gelassen, er wird im Stich gelassen und er wird ins Prätorium geführt, wird angeklagt. Er hat nichts verbrochen, er ist unschuldig, er wird geschlagen, misshandelt und so weiter. Er wird ausgezogen, er wird ausgepeitscht und er bekommt so eine Dornenkrone. Sie treiben Spott mit ihm. Er muss sein Kreuz, also ein Kreuz, wie hier auf der Bühne ist, wahrscheinlich ein bisschen grösser, nach Golgatha auf den Hügel außerhalb von Jerusalem tragen. Und dort stirbt er, einer der qualvollsten Tode, die es überhaupt gibt. Er wird gekreuzigt, er bekommt Nägel in seine Hände, in seine Füße und er hängt dort am Kreuz allein, wahrscheinlich nackt, zur Schau gestellt und ist am Verrecken. Und es kommen Leute und sie treiben ihren Spott mit ihm und sie sagen, ja, er hat gesagt, er ist Gottes Sohn, er hat alle anderen Menschen gerettet, wieso, er soll sich doch jetzt selber retten, er soll doch hier runterkommen und so weiter. Wenn das alles stimmt, was du erzählt hast, warum hängst du dort, oder? Und was die Leute aber nicht verstanden haben, ist, dass Jesus dort hängt, nicht weil er überwältigt worden ist oder weil der Plan schiefgegangen ist, sondern Jesus ist dort, weil er sich freiwillig hingegeben hat. Das haben die Leute nicht verstanden und haben wegen dem ihren Spott getrieben mit ihm. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Er trinkt den Kelch, damit du und ich ihn nicht müssen trinken. In Johannes 3, 14-16 heißt es, der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt hängt Jesus dort am Kreuz und in den letzten 3 Stunden von seinem Leben
tritt eine Dunkelheit ein. Ich möchte den Teil nochmal lesen und wir lassen das dann einblenden, weil über das reden wir heute Morgen. Nochmal Matthäus 27, 45 bis 46. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Das ist ungefähr vom 12 bis am 3 am Nachmittag. Und um die 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als ich das gelesen habe, ist mir zuerst in den Sinn gekommen, das ist eine Sonnenfinsternis, wo jetzt halt da, Gott hat das so orchestriert, dass gleichzeitig eine Sonnenfinsternis, und ich habe mich ein bisschen mit dem Text beschäftigt und habe Kommentare gelesen und es kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein, weil Jesus ist am Passafest gekreuzigt worden und Passa ist im jüdischen Kalender immer bei Vollmond. Und ich habe das auch nicht gewusst, aber aus astronomischen Gründen kann keine Sonnenfinsternis stattfinden, wenn ein Vollmond ist, sondern nur bei Neumond. Habe ich alles nicht gewusst. Auf jeden Fall ist es keine Sonnenfinsternis gewesen. Ich weiß nicht, wieso die Dunkelheit auftreten ist, vielleicht ein Sandsturm, ich weiß es nicht. Ich glaube, die physikalischen Gründe, wieso die Dunkelheit stattgefunden hat, sind gar nicht so wichtig. Weil etwas Geistliches passiert ist am Kreuz, was sich manifestiert hat im Sichtbaren. Stell dir vor, wie schockierend das gesehen muss sein. Plötzlich ist es 3 Stunden dunkel. Plötzlich wird es 3 Stunden dunkel und nach 3 Stunden schreit Jesus, Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Und dann stirbt er und dann wird es wieder hell. Und dann reißt der Vorhang in 2 im Tempel. Dann gibt es ein Erdbeben, dann spalten sich Gräber. Und offensichtlich ist da bei der Kreuzigung mehr passiert als einfach jemand, der gekreuzigt worden ist. Weil das hat es viel gegeben zu dieser Zeit. Offensichtlich ist im Unsichtbaren etwas passiert, das Bedeutung hat. Das Natürliche reagiert auf das Übernatürliche. Etwas ist im Geistlichen passiert, wo Relevanz hat für dich und mich. Und die Frage ist, was ist das gewesen? Was ist wirklich passiert, was sich in einer Dunkelheit gezeigt hat? Und die Antwort liegt in dem Text, der eingeblendet ist. Jesus sagt uns, was passiert ist. Er betet, Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Das, was passiert ist in dem Moment, ist, Jesus erlebt in dem Moment die absolute Gottverlassenheit. Die Trennung zwischen Jesus und dem Vater bricht, die Trennung tritt 3 Stunden auf. Die Beziehung, die so innige Beziehung zwischen Vater und Sohn bricht während 3 Stunden ab. Und ich stelle mir vor, nach diesen 3 Stunden bricht Jesus. Und er verzweifelt und er zweifelt an dem Plan und am Willen vom Vater und er betet, Gott, was ist los? Hast du mich verloren? Ich habe gemeint, wir gehen zusammen durch das durch und so weiter. Ich kann mir vorstellen, wie die Verzweiflung plötzlich Raum einnimmt. Wo bist du, Gott? Warum hast du das zugelassen? Was soll das Lied? Und schau, die Trennung zwischen Mensch und Gott ist etwas das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann. Es gibt viele schlimme Sachen, die einem Mensch passieren kann, aber die Trennung zwischen Mensch und Gott ist das Allerschlimmste. Weil ohne Gott fehlt jede Orientierung. Ohne Gott wird es dunkel. Ohne Gott geht Hoffnung weg. Ohne Gott geht Perspektive auf Veränderung weg. Ohne Gott geht das Leben weg, weil er ist die Quelle vom Leben. Und genau das ist das, was passiert. Jesus stirbt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein? Dass Jesus ist ja Gott. Wie kann denn Jesus Gott beten am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verloren? Das ist eine gute Frage. Schön hast du sie gestellt. Theologen reden hier von der Trinität, oder? Und das ist ein Geheimnis. Die Trinität, es ist ein Gott in 3 Personen. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Alle 3 sind Gott. Nicht einer steht über dem anderen. Es ist aber eins. 3 Einigkeit. Ein Gott in 3 Personen. Und jetzt wird
Der Sohn Gottes, Mensch. Und der Jesus läuft durch die Welt, oder? Und der Gott hat sich entschieden, ich durchlebe jetzt alles, was der Mensch muss erleben. Und jetzt passiert eigentlich das Unglaubliche. Gott, der Sohn, stirbt. Und da stellt man sich doch die Frage, wie ist das möglich? Dass Gott sich von Gott verlassen fühlt. Und die Antwort ist eigentlich einfach. Ich weiß es nicht. I don't know. Das ist ein Geheimnis. Aber Gott hat sich entschieden, ich durchlebe nicht nur die schönen Seiten vom Menschsein, sondern die schlimmsten. Bis zum Extrem. Bis zur Gottverlassenheit. Gott durchlebt selber Gottverlassenheit. Durch eine mysterische Art und Weise. Und vielleicht kennst du das berühmte Gedicht «Fußspuren im Sand», wo an jedem christlichen Kühlschrank hängt. Oder? Das ist ein wunderbares Gedicht. Ein Mann hat einen Traum, oder? Vielleicht kennst du es. Und läuft mit Jesus über den Strand. Und sie gehen wie durch ihr Leben durch und lassen es nochmal Revue passieren lassen. Und sie gehen durch die schönen Zeiten im Leben und die schwierigen Zeiten im Leben. Und dann sagt der Mann zu Jesus, wenn sie am Laufen sind: Gott, du hast mir doch versprochen, dass du immer bei mir willst sein. Aber jetzt schaue ich zurück auf mein Leben und entdecke, dass in den schwersten Momenten in meinem Leben nur eine Spur sichtbar ist im Sand. Wieso hast du mich verloren? Und dann sagt Jesus: Mein lieber Kind, ich werde dich nie allein lassen, auch in den schlimmsten Nöten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, dort habe ich dich getragen. Oder? Ein wunderbares Gedicht, das unheimlich Trost kann spenden. Und es gibt Leute, die sagen, das ist das, was am Kreuz passiert ist. Also, eigentlich hat Jesus sich nur Gott verlassen gefühlt am Kreuz. Er hat nur gemeint, er ist Gott verloren, oder wie in dem Spuren am Sand. Aber eigentlich ist Gott immer da gewesen. Weil sie es nicht zusammenkriegen, dass Gott sich von Gott verlassen will, sagen, es ist nur zum Schein passiert, oder? Und ich würde sagen, nein. Ich glaube wirklich, Jesus hat am Kreuz die absolute, schreckliche Realität erlebt von der Gottverlassenheit. Verstehst du? Er hat die Gottverlassenheit erlebt, damit du und ich Fußspuren im Sand erleben können. Er hat die Dunkelheit mit seiner Gegenwart erfüllt. Das heisst, wenn du durch Dunkelheit gehst in deinem Leben, darfst du sicher sein, dass er dort ist. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Punkt. Und wir müssen verstehen, mir ist wichtig, dass du und ich das verstehen. Schau, es ist dort in dem Moment nicht einfach dunkel geworden, so das Licht ist abgegangen. Jesus hat mehrere Arten von Dunkelheit erlebt. Er hat eine psychische Dunkelheit erlebt. Er ist in einem Garten Gethsemane und er hat Angstzustand. Er schwitzt Blut. Das ist ein Symptom für massive Angst und Zweifel. Jesus erlebt eine psychische Dunkelheit. Er hat Stress, extremen Stress. Er erlebt nicht nur eine psychische Dunkelheit, sondern auch eine physische Dunkelheit. Er wird geschlagen, er erlebt Gewalt, er wird ausgepeitscht, er erlebt den wohl schlimmsten und gewaltvollsten Tod, den es gibt. Er leidet physisch am Kreuz, aber er erlebt nicht nur das, er erlebt auch eine emotionale Dunkelheit. Oder? Er wird von seinen Freunden verloren, er wird zu Unrecht beschuldigt, sein Name wird in den Dreck gezogen, er hängt dort allein, unschuldig. Aber das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Jesus erlebt nicht nur eine psychische, nicht nur eine physische oder emotionale Dunkelheit, sondern er erlebt auch eine geistliche Dunkelheit. Und das ist schlimmer als alles andere. Die ersten drei sind schlimm, keine Frage, aber die geistliche Dunkelheit ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, nämlich die Gottverlassenheit. Wenn Trennung zwischen Gott und Mensch stattfindet.
Und er erlebt, was es heisst, wenn dann der geistliche Schutz wegfällt. Verstehst du? Wenn du von Gott getrennt bist und ich von Gott, dann hast du auch nicht seinen Schutz. Und die Bibel redet davon, dass am Kreuz die ganze finstere Macht und Gewalten, die Dämonen und alles, was es gibt, das Böse auf der Welt, sich wie versammelt hat bei Jesus am Kreuz, wie kumuliert hat und sich austobt hat an dem Jesus. Das ganze Böse, die ganze Finsternis. Und schau, es gibt Böses auf dieser Welt. Ich glaube, es gibt Böses, mehr als einfach moralisches Böses, das du und ich begehen können. Sondern es gibt eine metaphysische Realität vom Bösen. Und das kumuliert sich, sammelt sich am Kreuz zusammen bei Jesus. Und es wird so richtig, richtig dunkel. Und die ganze Schuld von der Welt, die ganze Sünde von dieser Welt, nicht deine und meine, das auch, aber die kollektive Schuld von der Welt, das kollektive Finstere von dieser Welt, kommt zusammen an Jesus am Kreuz und verdichtet sich dort. Und der Paulus sagt eigentlich, Jesus wird für uns zum Fluch. Galater 3,13. Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Es steht nämlich geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus wird nicht nur verflucht, sondern er wird zum Fluch. Jesus wird zum Fluch, weil sich das ganze Böse verdichtet dort. Und jetzt kommt die Good News. Er wird an unserer Stelle zum Fluch, damit du und ich nicht mehr beleidigt werden mit diesem Zeug. Schau, vielleicht hilft dir das Bild. Die ganze Schwärze von dieser Welt, die ganze Dunkelheit von dieser Welt, die Schuld von dieser Welt, wo der Welt am Hals hängt wie ein Mühlstein, kommt in diesen 3 Stunden auf Jesus drauf und Jesus erlebt Gottverlassenheit und die ganze Dunkelheit versammelt sich und Jesus nimmt sie und reißt sie mit sich aber in den Tod. Jesus nimmt die wie packt sie am Hals und reißt sie mit sich aber in den Tod. Und wenn die Mächte und Gewalten gewusst hätten, wer sie da kreuzigen, hätten sie nicht kreuzigt, weil es handelt sich da um Gott. Und Gott stirbt nicht einfach so, der steht 3 Tage später wieder auf als Sieger über die Macht und Gewalten. Halleluja! Schau, das, was die Macht und Gewalten gedacht haben, machen sie jetzt. Wir haben einen Sieg über den Jesus. Der Schuss geht wie nach hinten los. Das geht wie nach hinten los. Oder die ganze Wucht, die da zusammenkommt. Jesus nimmt die Energie und reißt sie mit sich ab und besiegt sie ein für alle Mal. In Kolosser 2, Vers 15 heißt, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet, oder anders übersetzt, nackt ausgezogen und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Denn durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. 1. Korinther 15, 54 bis 55. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Amen. So, jetzt, was bedeutet das für uns? Ich will, dass du das verstehst. Jesus hat den Ort von der absoluten Gottverlassenheit mit seiner Gegenwart erfüllt. Gott hat den Ort von der Gottverlassenheit mit seiner Gegenwart erfüllt. Das heißt, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht mehr für dich da ist. Es gibt keine Dunkelheit, wo er nicht mit drin ist. Es gibt nichts, keine Finsternis, keine Distanz ist zu gross zwischen dir und Gott, als dass Gott nicht schon dort wäre. Gott hat den Ort vom Schrecken mit seiner Gegenwart ein für alle Mal erfüllt. Das heisst nicht, dass es seit dem Kreuz keine Dunkelheit mehr gibt auf dieser Welt. Keine Finsternis mehr gibt auf dieser Welt. Aber das bedeutet, dass in dieser Dunkelheit Trost zu finden ist.
Du bist wie angemacht mit seiner Liebe. Ich habe das Bild vom Raffi so gut gefunden, mit dem Römergriff. Du bist wie angemacht, egal wo du bist. Jesus hebt dich. An dir sind wie die Bande von dieser Liebe angemacht. Egal wo du hingehst, Gott ist mit dir dabei. Es gibt Leid auf dieser Welt, es gibt Finsternis in dieser Welt, es gibt noch Verzweiflung. Bis die Vollendung kommt, haben wir das noch auf dieser Welt. Aber es ist wie in dieser Höhle, in dieser absoluten Dunkelheit, habe ich keine Angst müssen haben, weil ich gewusst habe, der Guide ist neben mir. Ich habe gewusst, meine Freunde sind noch da. Auch wenn jetzt das Licht nicht mehr angeht, ich halte mich an dem Guide fest und wir kommen da wieder raus. Und ich finde es so spannend, dass die Höhle heisst Höllloch. Passt. Es gibt einen Psalm, ich weiß leider nicht mehr, wo er steht. Egal, wo ich mich bette, im Himmel oder in der Hölle, dort ist Gott, heisst es eigentlich. Ich kann nicht von dir entfliehen. Du bist angemacht mit seiner Liebe, du bist befestigt. Nichts kann dich trennen von dieser Liebe. Nichts. Weil er sie erfüllt hat, den Ort, mit seiner Gegenwart. Matthäus 28, Vers 20. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist mir so aufgefallen, da geht es immer so, bis die Welt zu Ende geht. Ja, aber ist er dann nicht mehr bei uns? Vielleicht muss man es so verstehen, bis an die Ende der Welt, bis in die letzten Abgründe. Bis in die bittere Dunkelheit, dort wird er immer sein. Und vielleicht bist du heute da und dir geht es nicht gut. Vielleicht gehst du im Moment durch Finsternis. Vielleicht gehst du durch Leid, durch Verzweiflung. Vielleicht erlebst du im Moment Schmerz. Und ich möchte dich heute ermutigen. Und wir werden nachher für dich beten als Kirche, als Gemeinschaft. Aber ich möchte dich ermutigen, es gibt keinen Ort, wo Jesus mit seiner Gegenwart nicht präsent ist. Er ist dort und er kann dir Frieden schenken in deinem Leid. Und wir beten nachher für dich, dass du den Trost erlebst auf eine übernatürliche Art und Weise und heute mit dieser Gegenwart wieder da rauslaufst. Aber ich möchte dich auch ermutigen, das, was du jetzt erlebst, ist lediglich vorübergehend. Eines Tages wird es gut. Eines Tages, in dieser Zeit oder in der nächsten, oder wenn Gott alles neu macht, wird alles gut. Und Gott wird jede Träne abwischen. Jede Träne abwischen, bei dir persönlich. Und wir beten nachher für dich. Und jetzt bist du vielleicht da heute und dir geht es nicht schlecht. Vielleicht geht es dir gut, mehr oder weniger. Und für all die jetzt so bei dieser Gruppe dazugehören, können wir lernen, am Vorbild von Jesus, wie wir mit Leid umgehen können. Wenn Brüder und Schwestern und Mitmenschen durch Leid durchgehen. Wir haben ein Vorbild, er hat es uns vorgemacht. Das, was wir zu tun haben als Christen, wenn jemand leidet, ist Mitleiden. Ja, wir beten. Ja, wir glauben für ein Wunder. Und das werden wir machen. Aber wir als Kirche, als Christen müssen unsere Mitleidenskompetenz neu lernen. Die Kirche hat in dieser Welt eine Berufung zum Mitleiden. Der Geist Gottes leidet in dieser Welt mit. Er seufzt, er brüllt mit dem Leiden mit. Wir haben eine Berufung zum Mitleiden. Und das ist jetzt eine Message für alle charismatisch angehauchten Christen heute Morgen hier. Und ich liebe das. Wir beten für Wunder, wir proklamieren den Sieg von Jesus. Und ich glaube, auch wenn wir mehr beten und mehr glauben, erleben wir auch mehr Wunder. Das ist alles gut und richtig. Aber ich kann dir etwas sagen. Wir werden alle trotzdem leiden. Auch wenn du geheilt wirst, du wirst wieder krank. Auch der Lazarus ist von den Toten auferstanden, er ist trotzdem wieder gestorben.
Das sind alles Zeichen von der Realität, wo mal wird auf uns zukommen. Wir sind in dieser Spannung von jetzt und noch nicht. Und diese Spannung gibt es auszuhalten. Und das ist brutal schwierig, das auszuhalten, weil es ist viel einfacher, jemandem, der wirklich leidet, zu sagen, ja, du hast zu wenig Glauben oder du hast irgendeinen Fehler gemacht oder du kannst irgendeinen Grund suchen und wenn du den Grund gesucht hast, intellektuell, dann bist du aus dieser Spannung wie rausgenommen und musst nicht mehr mitleiden. Und das ist mega schwierig, zum einfach da sein, zum einfach mittragen, zum nicht, verstehst du, wir als Kirche sollen nicht so sein wie die 3 Freunde vom Hiob, die einfach Gründe suchen und Probleme suchen. Und du hast es wahrscheinlich dort vertieft, weil Gott ist ja gut und Gott heilt ja. Ich sage dir, das Leid auf dieser Welt können wir intellektuell nicht alles rationalisieren und einordnen. Das gilt mitzutragen. Trösten durch unsere Gegenwart. Mitleiden, aushalten. Gott sieht die Welt und sie ist in Dunkelheit und im Leid und im Schmerz. Was macht Gott? Er wird Mensch und leidet mit. Und das sollte uns als Vorbild sein. Als Christen, wir beten immer noch, wir glauben für einen Durchbruch, wir glauben für einen Sieg. Amen, Halleluja. Ich bin all for it, machen wir. Aber die Spannung kann man nicht auflösen. Und das, was wirklich Trost spendet, ist, wenn Christen kommen und mit durch Dunkelheit die mitkommen. Amen. So, ich möchte jetzt beten. Punktlandung. Noch 15 Sekunden Zeit zum Beten. Nein. Ich habe vorher gesagt, hey, wenn du durch einen Schmerz gehst oder durch Leid gehst, ich möchte jetzt die Gebetszeit nutzen, wir machen das jetzt zusammen. Und wenn du heute da bist und du gehst wirklich durch ein Loch, du hast Finsternis in deinem Leben und Leid und Verzweiflung, was auch immer das ist. Emotional, psychisch, physisch, was auch immer. Wenn du das bist und du gehst durch Schwierigkeiten, dann streck doch jetzt mal schnell deine Hand auf, wo immer du hockst. Genau. Wir sind Family, okay? Das ist nicht Family. Wenn du das bist, streck schnell deine Hand auf. Und wir sehen, es gehen überall Hände auf. Es sind Leute unter uns, in unserer Family, die Schwierigkeiten haben. Und jetzt, ich möchte jetzt, dass wir zusammen für die Leute beten, okay? Und wir beten für Durchbruch, das machen wir jetzt. Wir beten für Heilung, das machen wir. Aber ich bete auch für Trost und für seine Gegenwart in dem Ganzen. Gott, du hast all die Hände gesehen und du siehst das ganze Leid und das ganze, die Verzweiflung und die Finsternis. Ich muss sie nicht erklären, weil du hast sie mitgelitten, du bist mitgegangen, du weißt, Gott, du weißt, um was es geht. Und Gott, wir kommen jetzt als Gemeinschaft vor dich. Und wir bitten dich, dass du eingreifst in diesen Situationen. Streck du deinen Arm aus. Wirk du deine Wunder. Und ich spreche Hoffnung in jede Situation hinein. Ich spreche Licht in die Situationen hinein. Ich spreche Trost dort hinein. Deine Gegenwart, Gott, soll jede Situation erfüllen. Und jede Dunkelheit, emotional, psychisch oder physisch, jeder Schmerz, im Namen von Jesus, sprechen wir deine Gesundheit aus, deine Freiheit aus, deine Erlösung, die am Kreuz für uns erwirkt worden ist. Aber vor allem, Gott,
bitte dich, dass deine Gegenwart den Raum und jede Situation erfüllt und du uns einen Trost schenkst, jeder Person hier einen Trost schenkst, der nicht von dieser Welt ist. Ein Trost, der den Verstand übersteigt, deine Gegenwart, die mitgeht in dieser Dunkelheit. Amen. Amen. Ich möchte jetzt noch für eine Gruppe von Leuten beten. Und vielleicht bist du heute hier und du hast vielleicht nicht nur die Leiden, oder vielleicht hast du die auch nicht, die ich aufzähle, sondern vielleicht ist bei dir so wie eine geistliche Dunkelheit da. Und vielleicht fühlst du dich verlassen von Gott oder getrennt von Gott. Oder du bist nicht mit Gott unterwegs oder wie immer. Vielleicht hast du noch nie deinen Glauben in die Tat von Jesus gesetzt. Oder? Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern gefunden werden in dieser Dunkelheit. Vielleicht hast du noch nie das bewusst gemacht. Und vielleicht bist du weggelaufen von Gott, vielleicht bist du heute da, vielleicht schaust du online zu. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, um die geistliche Trennung, das Überbrückungsangebot, das Gott dir macht, ich möchte das mit dir zusprechen. Und wenn du heute da bist und du möchtest das annehmen, kannst du das heute machen. Wenn du merkst, du brauchst Connection zu Gott, vielleicht zum ersten Mal, oder vielleicht merkst du, du bist heute da und du musst wieder zurück. Wenn du das bist, dann streck jetzt schnell deine Hand auf. Wo immer du hockst, danke vielmals. Danke. Sehr schön. Ich habe die Hand gesehen. Danke vielmals. So cool. Amen. Ich möchte gerne mit dir dann persönlich noch beten, mit dem Gebetsteam. Wir singen nachher alle zusammen. Wenn du das bist, dann komm zum Gebetsteam. Ich möchte gerne mit dir zusammen beten, mit dem Gebetsteam zusammen. Das wäre mir mega anliegen. Aber ich bete jetzt noch zusammen, als gemeint für dich. Jesus, du hast deine Hand gesehen und du siehst jede Geschichte. Und ich danke dir für das Werk, das du für uns vollbracht hast am Kreuz. Ich danke dir für die Geschichten, die du schreiben mit diesen Menschen. Segne du sie. Und zeig du ihnen, wer du bist und wer sie sind in deinen Augen. Amen. Amen. So cool. Wir haben das Gebetsteam sonst noch für dich am Start. Wenn es irgendetwas gibt, was du noch brauchst, ein Durchbruch oder Trost oder was auch immer, darfst du auch zum Gebetsteam gehen. Wenn du jetzt beim zweiten Aufruf die Hand aufgehabt hast, komm doch einfach, wir stehen jetzt alle auf, komm doch einfach führen zum Gebetsteam. Und da gibt es Leute, die gerne den nächsten Schritt mit dir gehen würden. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen Gott singen. Amen.